Hallo und herzlich willkommen bei Karneval erklärt, der Webserie eurer Willi Ostermann Gesellschaft. An unserem heutigen Thema scheiden sich die Geister, denn die einen lieben sie und die anderen können sie nicht mehr hören. Was wir Kölner liebevoll Kölsche Töne nennen und was über die Stadtgrenzen hinaus als Karnevalsmusik bekannt ist, dominiert in einer Woche im Frühjahr und mittlerweile sogar an einem Wochenende im Sommer die Ohren der Stadt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Liedgut des Kölner Karnevals. Denn einmal nur im Jahr ist Karneval. Was wir Kölner liebevoll Kölsche Töne einer Nonne zugeschrieben, die auch als Anna von Köln bekannt ist. Willi Ostermann, dem größten Musiker und Heimatdichter unserer Stadt. Den Höhepunkt einer Sitzung bildet der Auftritt des Dreigestirn, Kölle, Allah, auf Krütz oder Quer. Auch wenn die Kölner Karnevalsmediathek 10.000 bis 20.000 Lieder umfasst und damit mit Abstand die größte der Welt ist, stammt der Brauch, Karnevalslieder zu schreiben, nicht von hier. Er geht vielmehr auf den Florentiner Karneval zurück, bei dem schon im späten Mittelalter Lieder rhythmisch und inhaltlich an den dortigen Karneval angepasst waren. Die ersten Kölner Karnevalslieder werden einer Nonne zugeschrieben, die auch als Anna von Köln bekannt ist und die um 1500 etwa 82 Karnevalslieder schrieb und selber vertonte. Das tat sie für den damaligen Nonnenkarneval, der Vorläufer des heutigen Weiberfastnachts. Das erste offizielle Kölner Karnevalslied stammt von 1823 aus der Feder von Christian Samuel Schier, der für die Inthronisierung des Helden Karnevals damals die Kölner Melodie komponierte. Anfang des 20. Jahrhunderts begann mit Willi Ostermann dann eine neue Epoche der Karnevalsmusik. Die Lieder bekamen humoristische und teils politische Passagen und wurden immer häufiger und vor immer mehr Menschen gespielt. Durch ihre ansteckende Rhythmik, die immer häufiger auch zum Schunkeln einlud, erfreuten sie sich nicht nur großer Beliebtheit beim Volk, sie sorgten auch dafür, dass die Karnevalsmusik fester Bestandteil der Karnevalstradition wurde. In den 60ern hat sich die Willi Ostermann Gesellschaft gegründet, aus dem Gedanken heraus, einige Herren im Rahmen eines Stammtisches wollten sich um Liedgut, Brauchtum, Tradition kümmern, im Besonderen natürlich, so sagt es auch der Name, Willi Ostermann, dem größten Musiker und Heimatdichter unserer Stadt. Heimweh nach Köln, die heimliche Nationalhymne unserer geliebten Vaterstadt. Das Musik- und Liedgut des Kölner Karnevals geht natürlich über Ostermann und Millowitsch hinaus und hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark weiterentwickelt. Heute singen wir nur noch selten die Lieder aus dem frühen 20. Jahrhundert und die Bands auf den Kölner Bühnen bedienen sich nur noch selten der Rhetorik und Inhalte dieser Lieder. Aber bedeutet das, dass wir den Herzschlag des Karnevals aus den Augen verlieren? Ich glaube nicht, denn der Karneval war schon immer ein Fest der Menschen. Es ging nie darum, krampfhaft an irgendeiner Tradition festzuhalten. Die Gesellschaft von heute feiert anders als die Gesellschaft von 1930. Der Karneval ist schneller, bunter und lauter geworden und ja, auch diverser und politisch korrekter. Und all das muss sich auch in den Liedern widerspiegeln, die uns heute durch die tollen Tage begleiten. Und ist es nicht wunderschön, wenn zwischen einem Polka, Polka, Polka und Alle Jeläser Hu ein ruhiges Einmal am Rhein zum Schunkeln einlädt?